Dat Stückske heißt ein Stückske von der Lurjäger. Da waren eine rote Bosch und die Leute gingen immer in der Bosch sich jetzt Hot dran holen. Es waren Zeit, da waren die Leute all erst arm und sie waren froh, wenn sie sich jetzt Hot holen konnten. Aber in der Bosch, da war noch viel mehr. Da waren auch Kaninkes und Fasane und auch noch Angerwild. Und da war Peter. Der ging bei alle Tag in het Brück, meistens het Abends oder het Morgens. Und es ist leichte Rohr, was er da denkt. Strüppe, das war seine Leidenschaft. Und es verging kaum einen Tag, wo Peter nicht ein klein Kaninke oder eine Fasan schnappte. Das Ding er dann unter der Rock und trug damit nach Heim. Aber die Lü hauen nicht bei Rut, sie koschen sich denken, was Peter unter der Rock hau. Und so dauerte es nicht lang, da haut der Schött der anonymen Zettelke ob der durchlege. Und da stinkt drauf, dass Peterke wilderte. Der Schött wollte davon aber gar nichts wieten. Von die Privilegien von der Rieke, da hielt er nicht viel. Er lässt das Zettelke wegkommen. Aber nach ein paar Tagen, du komm wieder ein Zettelke, da stinkt drauf, dass ein Polizist sich strafbar macht, wenn er nicht einriepe denkt. Du kriegst doch schon das mit der Angst zu tun. Und doch, da muss ich mal ans Kicken, was ich mit dat Betterke mag. Ends het Offens zu ging in der Büsch und es war ganz still. Nix wurde sehen. Gott für hem, hurt er jet. Und wie er da hinkwam, war da ein Kaninke noch an Zappele. Und es war in der Wall gelopen. Haha, doch der Schött, jetzt musst du aber ans Kicken, wie dat Kaninke holen können. Er wadde ein Bitschke und ob ens hurte er ne komme. Und wie er so wadde, da kwam ein Hündchen angelopen, leeb op der Wall an und leeb flott mit de Kaninke weg. Das ging alles so flott, dass der Schött et kaum kapiert hau, was passiert war. Er leeb hänger der Hund her und war bass erstaunt, nicht weit von der Wall, da stinkt Petterke. Aber er hau kein Kaninke und der Hund hau es auch gehen. Wie es auch war, der Schött kost nix maken. Het Kaninke war nicht te wengen. Da fing der Schött an de Schäle und riep, na Petterke, wart mal, das nächste Mal, da krieg ich dich. Aber Petterke lachte und sagt für der Schött, pass mal op, dass du nicht noch ihr dran bist wie ich. Der Schött ging nach sein Rad, dat hau er Gott dabei platziert und fuhr op heim an. Et Offens, er hau ihr Rad jäte, kriegt der Schött Besuch. Der zweite Schött, der ihm immer helfen morgens kam und war ganz aufgeregt. Mattes, sag er, dich han ze a gezeigt, du sollst hier wildert han, hüt offen, wie können mir in der Bogen ob der Straat war. Das ist doch Quatsch, sagt der aue Schött, ich han bloß ins Kicke welle, wer dat wildere det, wo der Lüfern vertelle. Aber der andere Schött lädt sich nicht dabei kriegen, majestätisch sagt er, da muss er eine Hausdurchsuchung durchführen. Und ohne der Frage ging er in den Stelke, wo das Rad von der Schött sting, und nahm die Tisch, die der Schött immer bei sich hau. Der junge Schött muck die Tisch ab und wat viele ruht, et Kaninke. Jetzt war der Kladderadatsch da. Der aue Schött wurde ganz blass und fing an de Brülle. Das ist dat Petterke, der hat mich dat Kaninke in die Tisch da. Ich dreh ihm der Hals so ne Fläel. Und wie dann so war in die Autit, der Schött wurde abgeführt und alles war an Lachen. Der junge Schött wurde ganz verleert. Er wusste nicht, wovon das alles kam. Angegriffen hau er ob eine anonyme Anzeige. Und er hau sich noch erkundigt, was er jetzt machen soll. Der Richter hau mir gesagt, dass er bei diesem vorgetragenen Sachverhalt nach dem Recht und nach dem Gesetz handeln muss. Der junge Schött weiß aber nicht, wer die anonyme Anzeige abgegeben hau. Wie er mit der Schött bei het Petterke vorbeikam, da wurde der aue Schött richtig wild. Er schlug sich und weng mit der Heng und Arm an de Fuchtele. Aber Petterke blieb ruhig stehen und Green lächelte so für sich. Und gerade wie der Schött bei ihm vorbeikam, passierte nicht. Das Hündchen kam bellend und das Haus gelopen, sprang auf der aue Schött an und wollte ihm das Kaninke geben, was das Hündchen in die Schnauze hau. Alles sting wie erstarrt und ob eins fing alles an de Lache. Petterke wurde blass und er wusste jetzt, dass er das Spielke verloren hau.
Er hau nämlich die Hündchen genau op der Schütt dressiert und so hau dat Hündchen in 0, nix, dat Kaninke vor het Rad von der Schütt gelaufen und Petterke hau het flott in de Täschje door und der oude Schütt hau von alles nix gemerkt. So wird Petterke mit det Hündchen nach der Zell gebracht und wird was gesagt. Und all, die dat mitgekriegt hauen, wängen an de Lache. Und man sieht in Hensberg heu de Touren gewackelt von all dat Lache und von all die Freud über dat Stückske von der Schütt und war Petterke. Petterke wurde von der Richter für 6 Werke verurteilt. Et Hündchen wurde freigesprochen, worüber sich der Schütt schwer geärgert hat. So jedenfalls wurde es von der Lüt vertellt.